Wer ist denn jetzt? Achso, so, das ist ja wunderbar. Das geht, Tobi, also hier, Moment, Tobi bleibt mal stehen. Das ist das jüngste Mitglied bei uns im Husarenchor und da soll noch keiner sagen, man hätte keinen Nachwuchs. Tobi, 21, 22, 19. Wow! Und der Tobi ist unser Fahnenträger und er stellt die Verbindung her zwischen Künstler und Bühne oder auch mir und sagt immer, Helga, warten 5 Minuten Zeit. Aber jetzt, der erste Auftritt ist da und wir erwarten, ganz toll, als Klippermenschen, der Thomas Küpper. Thomas, komm rein! Hochgeschätzte Festversammlung, liebe Damen und Herren, ich freue mich von Herzen, mal wieder dabei sein zu dürfen. Ich glaube, 1 oder 2 Mal werden es sehen. Heißt ja sonst immer, du kannst nur zweimal irgendwo hingehen. Einmal zum Planieren und einmal zum Entschuldigen. Haben wir Glück gehabt, ich durfte wiederkommen. Ach ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, fast gelaufen ist ja doch nichts Schönes. Und ich denke, wir fangen nächstens an mit einem schönen Mädchen. Und Sie wissen, mit allen Blümchen, die kann man zu jeder Zeit schenken, die kommen immer wieder Jode an. Und deshalb schenken wir der Aal jetzt ein paar Blümchen. In ganzer Regen ist die Aalvorspitze bekannt. Sie weht von allen nur der spitze Mittelmann. Sie hält nicht viel, ist nicht besonders frisch. Und hält noch an mit ihnen wieder Pflicht und mich.
Jo. Meine Damen und Herren, wenn ich so in der Saal gucke, so ein paar 10 Kinder haben wir auch noch dazwischen sitzen. Ne? Das muss mir eine junge Lützerath erzählen, die wissen ja nicht, was das ist. Also, 10 Kinder sind die Damen und Herren Sitzungsbesucher, die durch die Gnade der frühen Geburt in den Genuss kamen, samstags damit, dass in der Zinkbüt gebadet zu werden. Hand hoch, wer kennt das noch? Oh ja, aber euch läppert sich, ne? Oh ne, ja. Ja, das war ja anders gehört, ne? Bessere Wasser, da können bessere Wasser. Das war früher anders, da musst du jetzt Wasser kochen. Ja, im Einmachskessel. Was man nicht braucht, nicht nur hinfrieren. Heißes Wasser kann man ja immer brauchen. Ja, gut. Und dann kommt die Zinkbüt in die Küche. Und dann ging die Baderei los. Der Hauptdarsteller war aber eigentlich ja nicht die Büt, sondern diese Tablette Fichtennadeln Badesalz. Ja, das war wichtig. Die Mord vorhanden, die kommen dann in das Wasser, der doch vor sich her blubbert. Und wohl dem, der als erstes in das Wasser kam. Der hatte dann immer dieses unbeschreibliche Glücksgefühl, mit der Furt genau da zu sitzen, wo sich diese halbe Tablette Fichtennadelbadesalz noch nicht ganz aufgelöst hat. Du hast immer eine Krümmel am Arsch. Aber wir Rheinländer, wir sind ja praktisch veranlagt. Zweimal hin und zweimal her geschunkelt, da waren die Krümel fort. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie man ich so muss mit der Reihenfolge. Ich weiß, dass sie in Ehrenfeld immer mit der Oma anfing. Ja. Dazu wurde die Wanne dann mit einem weißen Bettlaken abgehangen, damit man das dahinter befindliche Corpus Delicti, was ähnlich abgehangen war, ja nicht erst zu Gesicht betrachtet. Dann war der Opa dran. Da waren die Glocken auch länger als ein Seil. Dachte Papa, Mama, Silberpenz, du warst der Kleinste. Herzlichen Glückwunsch, das härtet ab für ein ganzes Leben. Also muss man sagen. Und jedes Mal, wenn eine Osterbüt kommt und eine andere ging, konnte man am Rand so eine Rand erkennen, wie so eine sogenannte Schmandrand, die war ich auch daheim. Ja. Aber eine gute Haushalt hatte einen Schaumlöffel, da konnte man die Rohre schon mal abschätzen. Das ist schon. Und wenn wir dann jetzt in das Wasser pupen, dann kommt der ganze Krumpel wieder in die Höhle. Ja, und das ausgerechnet samstags, wo mir das Ätzelzug juckt. Kennen wir noch so die richtige Ätzelzug wie früher? Mit Schnüsschen, Ürscher, Stätzchen, was fehlt noch? Vöschen war auch noch immer drin. Ach Herr, meine Frau wollte jetzt so einen Zug kochen. Könntest du mit einem langen Gesäßstauhus, also noch länger wie übrig, setzt das jetzt nicht. Ich sag, warum nicht? Ja, setze, du kriegst das nicht mehr. Ich sag, was denn? Setze kein Schnüsschen, kein Ürscher, Stätzchen, Vöschen. Ich sag, wo warst du da? Da setze in der Metzgerei. Er sagt, da vorne ein Fähler. Du magst doch Fressnapf, Jungen. Da kriegst du das ganze Korn. Ne? Und jetzt sorgst du die 2 letzten Pets zusammen in der Bütt in den Bouillon. Eine Junge und ein Mädchen und eine Junge stund hoch. Das Mädchen bleibt sitzen und nur am Lore. Was ist das denn da? Da sagt der Junge, wo du hinguckst, das ist meine Babymann. Ach, sagt, darf ich den mal anfassen? Nein, sagt der Junge, du hast ja deine schon kaputt gemacht. Ja, so harmlos waren wir früher, meine Damen und Herren. Das sind wir und auch heute noch. Das war ihr nichts nicht. Und dann ja wird für jeden nach dem Baden eine neue Garnitur, ein Oberputz und ein Oberhemd. Hier auch ein Rock. Und wenn man früher mal so einen Unterhose ausrangiert, da konntest du doch ein komplettes Fahrrad mit putzen. Ja, wenn du siehst, was heutzutage auf der Linie rumhängt, ne, dann kriegst du den Klingeldeckel noch sauber, wenn du das Ganze vergisst. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, lass mir noch ein Liedchen singen.
Und zwar habe ich für diese Session ein Lied gemacht, das heißt, immer ist eine Zettel dran. Man kennt das ja, ne? Kaum stehst du in so einem Halteverbot, bist du an das Auto zurück, ist auf eine Zettel dran, ein Knötchen. Oder, was ich immer besonders gerne habe, du musst in der 8. Stock und da treffen eine Zettel am Aufzug, Außenbetrieb. Da könnte ich mich wirklich sehr freuen, ne? Und aus so einer Situation ist das Liedchen entstanden. Lass uns miteinander singen. Der Refrain ist ziemlich einfach, da kommt der schneller rein, denke ich mal. Wir probieren das. Lass doch mal. Immer ist eine Zettel. Blöder Mein, du möchtest die Linie nützen und schon steht dort ein Kantar, da kann man oben sitzen, du nimmst den Pösch in den Herrn, doch drauf beginnt das Mischen, der Himmel ist ein Zettel dran, die Wand ist richtig schön, dann lachst du dich kaputt, mit Stiefel an der Furt, immer ist ein Zettel dran. Morgen ist hoch und Gang, immer ist eine Zettel lang, aber morgen nicht hoch und Gang. Wenn du dich nur längst, dann sag ich dir, so ein Zettel ist doch bloß ein Stück Papier. In fremde Plätze, Straße, die sind aufgeschrumpft, die Hupe geht der Witze, 100 noch und 100 noch, dann in der zweiten Reihe. Anschieben die Journalistin, Knöpfchen mit dabei, ganz wenig ohne Stress, sechst du so Polizist. Immer ist ne Zettel dran, wann morgen Und ja, der November eigentlich, da ist ja eine gute Mord, lass mal ehrlich sein, da ist ja nicht viel los. Ne? Wenn du überlegst, aber hier ist nichts los, Todesumgang ist nichts los, Volkstrauertag ist ja nichts los. Ne? Da kann man ja froh sein, wenn der 11.11. endlich ins Geld los ist. Und was mir immer wieder gut gefällt, das sind ja die sogenannten 11. im 11. Lieder. Ich weiß ja nicht,
Kennt ihr so eine Hälfte nicht? Pass auf, ich schicke mal ein Beispiel. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit dir. Da oben, da leuchten die Sterne, da unten, da leuchten wir. Mein Licht steht auf, wir gehen nach Haus, da will wir nach Mein Licht steht auf, wir gehen nach Haus, da will wir nach Das ist eine Schale mit den Rechten, die sind auch für jede Blödsinn zu haben, meine Damen und Herren. Ich werde schon. Jetzt muss man sagen, das Lied wird ja in ganz Europa gesungen. Oh ja? Ja, nicht nur bei uns. Die Polen singen den auch. Ja doch, haben einen etwas anderen Text, aber die singen den auch. Die singen auch. Nee, anders. Also, die singen nur so. Ich gehe mit deiner Laterne. Schade Musik. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, der November, wie gesagt, ist ja der Monat, den man nicht unbedingt braucht. Und da treffen sich zwei alte Frauen auf dem Melatenfriedhof. Ja, völlig hinaus war jetzt doch auch nicht. Einfach so, haben sie schon erkannt und dann ist immer wieder schön. Hoch sind die Endudela, was siehst du nur Lust? Was hast du für eine schicke Hut an? Ja, sagt die andere, der hat nicht mehr auf flammneu gekauft. Oh, sagt die andere, eine neue Hut, wie alt bist du denn jetzt? Ja, sind sie 82. Oh, sagt die andere, 82? Da kaufst du dir wahrhaftig noch eine neue Hut? Das kam nicht gut an. Jetzt sind die anderen, wie alt bist du denn? Ja, sagt sie, ich bin 96. Hoch, und da ist noch jeden Tag wieder noch Bus. Ich bin eine Kölschung, was willst du machen? Ich bin eine Kölschung und gelachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, denn ich bin brav. Die Lieblingsrösche, wenn es Kölle allein. Dann roll ich mir bloß wieder Gobbenzange. Lachen nur, da willst du dich schon fangen. Denn wenn du mit mir lachst, dann ist doch nichts. Sing doch den Mutterspruch, o Kölsche links. Sing du nicht, du musst dich nicht so schade. Und hast den großen Nuss, dann singen wir zusammen. Wenn du dann eines Tages an ihrem Plätzchen stehst, dann sagt der Petrus ein Lichtchen und längst. Ich bin ein Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ein Kölsche Jung und du gehst lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Lieblingswünsche, es könnte allein. Ich bin ein Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ein Kölsche Jung und du gehst lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Sag ich zum Abschied, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Und hier heute noch 5 Volt. Denkt nur dran, schöne Stunde. Wenn Sie sind vorüber, seid nicht traurig, sondern dankbar dafür, dass Sie sie zusammen hatten. In dem Sinne, dreimal von Hetze, Köln. So, liebe Gäste im Saal, jetzt präsentiere ich etwas aus dem puren Leben. Ich begrüße unseren Regimentspfarrer und Leiter unserer Prunksitzung, Dr. Wolfgang Feil. Und jetzt sage ich was, der kommt gerade von der Beerdigung und stellt hier auf der Sitzung ein. Das ist Köln! Liebe
Dr. Veit, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns ganz besonders. Wir haben eben auch unten noch ein Plätzchen freigehalten, weil das, was jetzt auf der Bühne sich abspielt, ich glaube, da müssen wir alle Tische und Stühle hier oben festhalten. Also, unser Dr. Veit, ein dreimal Kölle! 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 Den Nummer von Düsseldorf dürfen wir Ich wollte jetzt zur Präsidentin kürzen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Fastenwoche zusammen! Ich glaube auch schon genug der Worte, nun da wir endlich da sind. Jetzt geht's los!
Zum Feiern gemacht. Meine Damen, jetzt aufüberst, wir sind für die Liebe gemacht. Wir sind für die Liebe gemacht. Heute Nacht, und du hast das Feuer gemacht. Heute Nacht, heute Nacht. Jetzt habe ich ein Problem. Die einen stehen, die anderen sitzen. Die müssen sich jetzt irgendwie einigen, weil stehen und sitzen durcheinander, Junge, verträgt nicht.
bei Silesium, Elbische-Ozean, all in der Arm. Ich meine, links von euch, rechts von euch, Schunkelbills und sind genauso kräftig mit dem Rad, wenn es jetzt heißt, nimm mich so, wie ich bin. Das Stichwort lautet die Liebe. Und wenn ich dieses Instrument zur Hand nehme, dann geht's ums Herz.
Der muss erst einmal wieder aufdrehen. Das Mikrofon war aus. So, mein Mikro sagt, ich wollte euch nur eben mitteilen oder zeigen. Soll ich die Schuhe Ich hochrufen? habe auch so geile Schuhe wie der Henning, nur ich kann nicht drin laufen. Deswegen soll ich doch gesagt werden. Wir müssen ein paar Sternchen drauf machen, dann wäre das doch schön. Das nützt aber nichts. So, liebe Leute, ich weiß, ihr könntet 10 Zugaben hören, aber der nächste Auftritt stimmt. Eine noch! Da haben wir noch eine kleine Überraschung. Ganz mal
Anschluss haben. Ich muss wenigstens vorstellen. Ihr habt keine Karte, ich habe alles handschriftlich. Der John ist an der Gitarre. Der Hannes am Bass. Der Rolf am Schlagzeug. Die Hälfte, die Nuss oder die Hälfte? Die Nuss. Aber der Jens ist ein. Der hatte das so eine Frau. Der Mini ist am Keyboard. Da bin schon alles klar. So, und wer kennt ihn nicht, der Mann mit dem Schnäuzer, das ist unser Henning Krautmacher. So, der macht bitte auch nicht still sein. Da heute auch im Fernsehen her ist, ich wollte ihm einen Vorschlag abverlangen. Henning, ihr sagt, du bist doch ein stadtbekannter Mensch mit Deutschland Kontakten. Die haben wir, ja, das stimmt. Die habt ihr. Botschafter. Ja, pass auf. Nächstes Jahr haben die Kölner-Husaren das 10. Mal Sitzung für Erlöb. Und ich habe mir gerade überlegt, könntest du vielleicht auf der Reihe kriegen? Der Höhner, der Beck für so bringst. Ich werde ein gutes Wort eingeben. Ich kann es nicht besprechen. Aber wieso denn nur der Black Fuß Prinz und Höhner? Da wäre doch noch eine Papaya, da wäre noch Kasana, da wäre noch Katalin, Du musst jetzt dein Programm ein bisschen sprengen, denn wir haben noch eine kleine Überraschung Keine vor. Überraschung, aber 3 Minuten werden jetzt sonst geht denn schon die nächste Überraschung. Wie ist das? Sollte klappen. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir sind dann in Richtung Düsseldorf. Oh ja, das ich habe die Hoffnung, dass der Karl-Heinz Iffler, der Pfarrer Karl-Heinz Iffler im Hause ist und er kommt jetzt gerade unter tosendem Beifall zu uns auf die Bühne. Dankeschön. Und während Pfarrer Iffler hierher kommt, habe ich eine Information für euch. Wir sind nicht nur wie alle anderen Künstler heute hierher gekommen, um für euch Musik zu machen oder Reden zu halten. Wir haben auch noch ein bisschen Bargeld dabei, weil seit wir den Karl-Heinz Iffler kennen, wissen wir um eine Aktion, die gigantisch ist und die noch bis zum Juni diesen Jahres andauert. Und wir wollen jetzt einfach nur mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen wollen wir jetzt eine kleine Spende überreichen an Pfarrer Karl-Heinz Iffler. Und der, bei dem wissen wir, ist die in guten Händen, wird sie weitergeben an den Evangelischen Kirchenverband Köln. Und die haben eine Aktion, die verdoppeln jeden Euro. Also 1 Euro ist gleich 2 Euro. Lieber Karl-Heinz, der Hannes, weil er der stärkste und größte ist, bei ihm nach sicherste Aufführung, hat in seiner Tasche von jedem der Höhe 500 Euro, also 3.000 Euro in der Fülle. Begrüßung muss gar nicht schnell sein. Es sind jetzt nur noch 2:30. Herzlichen Dank auch von mir, dass ihr hier seid und für diese frohe und fröhliche Gastler so toll aufgespielt habt, sodass die Nachricht kommt und einen schweren Stand habt. Aber ich habe jetzt einen guten Stand. Es gibt diese Spende mit Turbo-Effekt. Der Evangelische Kirchenverband macht das jedes Jahr, dass eine Einrichtung, die unterstützenswert ist, so gefördert wird. In diesem Jahr ist Gulliver dran und wir brauchen das Geld. Ihr Geld ist das, damit ihr dort das findet, was auf der Straße eben schlecht und nicht gut ist, dass ihr Gäste seid und herzlich willkommen. Euch einen ganz herzlichen Dank. Weihnachtslieder führen zu dieser tollen Spende. Ihr habt im Stadion gesungen, eure Gage für die Arbeit, sie wird verdoppelt. Spende mit Turbo-Effekt. Eine Turbo-Session für euch. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, hat ganz gut gemacht. Und wir machen auch noch ganz kurz eine, oder? Eine sind wir noch. Dazu bitte jetzt die Hand aufs Herz. Bitte schön, Herr Kapellmeister. Mit Papas gebrochen und Dom in der Tisch haben wir uns gesprochen, wir unsere Weg. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit. Weil es jeder Augenblick nur
Seit über 20 Jahren stehe ich auf diesem Brettern, die die Welt bedeuten, sag ich mal. Die Köln bedeuten. Und es ist immer so, ich sage es ganz ehrlich, immer wenn eine kleine Stirn kriegt, Küt oder so, die drücken mir die Karte in die Hand, dann ist mir immer etwas für eine Hand. Aber da stehe ich auch zu. Weil so viele schöne Männer auf einen Haufen hast du selten hinter dir stehen. Ne? So, ich stelle sie einfach mal vor. Wo fange ich dann an? So, also, ich fange jetzt einfach mal an die Seite, damit sie auch richtig kommen. Seine Tollität, Prinz Michael II., Michael Gerold. Wir sind Nachbarn, liegen allerdings 3 Kilometer dazwischen. Und ich wollte aber sagen, da seht ihr mal, dass es in Köln möglich ist, dass auch ein Nicht-Kölner es ins Tradition schaffen kann. Erik, du hast es geschafft. Wunderbar. So, jetzt geht es los. Prinzenführer Rüdiger Schlott. Rüdiger Schlott, da er wieder da. Der gehört für die Leute, die auch reinkommen und sagen, mal Handgezählt. So, der Adjutant seiner Autorität, Michael Paul von der Prinzengarde Köln. Der Adjutant des Kölner Bauern Frank Dreyfus von der Ehrengarde der Stadt Köln. Der Adjutant der Kölner Jungfrau Volker Marx, auch von der Ehrengarde der Stadt Köln. Volker, wir kennen uns auch schon ein paar Mal, ne? Der Chef der Prinzenequipe, Markus Heller von der Prinzengarde Köln. Markus Heller. Und jetzt wisst ihr, was die haben, das hätte ich auch gehen. Die haben eine eigene Friseur. Ne? Hochfriseur Thomas Effer von der Prinzengarde der Stadt Köln. Wo bist du? Thomas, wenn ich meinen Hut ausziehe, bringst du dich dann wieder so, wie ich normal aussehe. Das ist es so. So, jetzt gebe ich mein Mikro an den Prinzen. Entschuldige bitte, ich muss die Füße ausziehen. Die Füße ausziehen? Ich hoffe, das ist die Schuhe wieder. Also mir grüße dich, wie sich in Köln erhöht, mit dem hessischen Fastenabend zusammen. Ja, wir reden schon irgendwie zig und am besten und marschieren so oder fahren von Saal zu Saal und erleben
überall wunderbare Momente, die mir nicht vergessen. Und wenn man hier in so einem Wolkenbusch marschiert, mit bunt kostümierten Jäcken, dann einfach froh und stolz sagen zu dürfen, wir sind euer Kölner Drehsteg 2018. Ja, und ihr habt das geholt, unsere Jungfrau Emma könnte sozusagen aus Köln Süd. Also da muss irgendwie eine neue Stadtteil in Köln, Hohenlohe oder so hier. Hohenlohe, ja, der Mikro tut immer nicht, wisst ihr? Die Leute wissen warum. Nee, der soll euch alle erzählen und Jungfrau soll euch einfach erzählen, dass in der Tat egal ist, wo man herkommt. Jeder ist herzlich eingeladen, mit uns wie fast laufen, so viele, solange sich an die Regeln des Fastenlehrs hält. Und das jetzt wichtig ist doch, dass man den Fastenlauf im Hetze dreht. Deswegen sind wir umso stolzer, dass uns Jungfrau ist. Uns Emma! So, du willst auch mit dem Date? Dann können wir nämlich jetzt auch mit euch ein bisschen singen und schunkeln. Das gehört für uns einfach zum Fastenlehrer dazu. Und wir haben uns sehr große an die wir so denken, wenn wir uns länger in den Köln brauchen, so langsam mit zu bauen, die Domspitze wieder sind. Viel Spaß mit unserem Trifoliumsmedley. In Köln am Ring bin ich geboren, die Stadt nun hat mit mir im Sinn, mit Muttersprache noch nicht verloren. Da ist mir wo ich stolz drauf bin, wenn ich so an den Heimat denke und in der Not so für mich schon, möchte ich die Welt, wo Heimat schenke, ich möchte so groß nach Köln kommen, möchte ich die Welt, wo Heimat schenke, ich möchte so groß nach Köln kommen.
Hütten und generell der herrliche Fastelavond und darauf rufen wir uns der Rägerverletzte Könne! So, was war das für ein tolles Bild? Seid ihr zufrieden mit uns? Ne, vor allem mit den drei. Also, im Augenblick, während der Session, sind das die schönsten Männer von Köln. Da könnt ihr euch mal reinziehen. Wie es danach aussieht, wissen wir noch nicht. Dann geht ihr erstmal auf die Schönheitsfarbe. Ne? Wir bedanken uns beim Dreigestirn, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu kommen, weil ich weiß, Sie sind in Eile. Ja, Düsseldorf, ne? Aber wir gönnen unser Dreigestirn in Düsseldorf, haben wir überhaupt kein Problem. Wir wünschen euch noch alles Gute für die Session, viel Spaß, viel Freude, kein Unfall, kein Krankheit, kein gar nichts. Macht Not und auch viel Erfolg, den ihr ja jetzt schon verbunden wird. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Auch verabschieden. Ich habe nichts von selber. Also, ich sage das jetzt einfach mal. Wir verabschieden das Kölner Dreigestirn mit einem Kölner Köln! Dreigestirn! Kölner Husaren! Nach der Auskunft! Das muss jetzt sein, weil zwischen der Brigitte und mir steht ein Mensch, der seit 9 Jahren, nee, früher schon, zu dem Essen auch, umsonst das Programm für euch gestaltet. Und was ist jetzt? Und lieber Horst, wir möchten uns einfach bei dir persönlich bedanken. Du weißt, wir sind dir ans Herz gewachsen. Du hast ein großes Herz. Aber nichtsdestotrotz ein kleines Danke und einen dicken Applaus. Vielen lieben Dank, lieber Horst. Und jetzt reißt ihr die Morgenbrotschritte ab. Liebe Freunde, liebe Brigitte, liebe Helga, dieser Nachmittag ist immer ein besonderer Höhepunkt, glaube ich, für uns. Ich sage auch für Köln und für diese besondere Schönheit Karneval. Und ich darf aber einfach dabei sagen, wir hatten eben die Höhner hier. Das ist Champions League, das ist Bayern München Karneval. Und dann darf ich dabei sagen, das ist eine ganz tolle Geschichte mit den Höhnern. Die haben ja besonders zu unseren Freunden eine tiefe Verbundenheit. Und derjenige, der dafür gesorgt hat, das muss man auch mal dabei sagen, dass die Höhner heute hier waren, das war unser lieber Alfred, der das mit allem Einsatz, mit aller Leidenschaft an den Start gebracht hat. Und dafür kann man auch den Alfred nicht genug danken. Und das ist sicherlich auch ein Zeichen
dass diese Veranstaltung und ihre Wertigkeit gerade mit eurer Unterstützung auch in den nächsten Jahren ihren besonderen Platz im Kölner Karneval hat. Ich danke euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid und haltet mir diese beiden Damen, das sind die Motoren dieser Bewegung, haltet sie noch lange in besonderen Ehren. Herzlichen Dank. Tag zusammen! So, müssen wir erstmal kurz gucken, ob die Gitarre auch tut. Schön. Wunderbar. Also bevor ihr jetzt gleich das lecker Essen bekommt, ich habe schon gesehen, das ist sehr lecker. Ich darf leider nicht mit essen, ich muss zugucken. Habt ihr noch ein bisschen Bock auf Rock'n'Roll, ein bisschen richtig Abtheater? Gut, da gebe ich einen kleinen Rhythmus vor und ich lade euch gerne ein, einfach mitzumachen. Schön, dass du wieder da bist und zu viele Jack und Roll und zu singen, dann zu schwingen, ach so Rock'n'Roll. Hey, siehst du, denn dafür den Weg aussehen, darum sind wir zusammen, wo wir Kölschen Stoß und singen. It's not in my go together. It's not in my go together. We are what's more, we are what's good. We machen uns doch nicht vorbei. It's not in my go together. It's not in my go together. We are no, niemand vor, wir machen. Da bin ich schon drauf. Ich würde anmoderieren, das Helmut Avima. So ist es. Und dann vorher das Helmut, das A steht für A. Oder an Anfang oder wie auch immer. Und wir spielen normalerweise mit unserer Band Kirschkultur, Kirchenleger. Und deswegen haben wir jetzt ein Lied von uns ausgedacht. Müssen die anderen sich einfach vorstellen. So viel Lieder gelegt wir da. Was wollen wir? Jeder Tag Klatschen und Schulter, jeder legt Todesgang. Wir stellen uns niemals an. Wir haben noch das schon immer, Melode trotzdem immer. Wie uns Sportens, die Tongenuss im Netz, ja, das und nicht so, ja,
mindestens 10.000 Leute sind. Und da haben wir das so, da singe ich vor und 10.000 singen mit. Könnt ihr das auch hin? Was? Oder kriegt ihr das auch hin? Oh. Es gibt so viel Bilder, so viel Bilder, ganz einfach, so viel Bilder, wir haben so viel Bilder, Deutschland, so viel Bilder, wir haben so viel Bilder, überall das Schanzenland und jeder schwimmt den anderen an. Wir packen uns unter den Arm und singen auf Feld. Da gibt so viel Bilder, die wir Kölschen haben. Und jedes Hemd und Sinn hat für dich den Tag. Da gibt so viel Bilder, die für Kölschen haben. Und singen wir die Lieder, können wir uns verstanden. Und Schlag gewinnt niemals. Hurra! Wunderbar. Vielen Dank. Wir hatten auch schon lange Zeit für euch, ne? Dauert ja schön, glaube ich auch. Ja, nächstes Lied heißt Kölsch Kultur. Ich singe den Chorus mal vor. Also der Refrain, wie man so in Köln sehen. Ich sag's einfach. Kölsch Kultur. Ja, das ist Liverpool. Wir sind, wer wir sind. Bei uns ist alles drin. Ja, wir sind Kölsch Kultur. Das ist Liverpool. Sind, wer wir sind. Bei uns ist alles drin. Hey, hey! Wir sind alle Römer, in uns fließt Cäsars Blut. Wir segeln Blackfirst mit der Höhe, Schilderhol und Abendblut. Weil die Neandertal schützen, da war schon eine ganze drin. Und all die Menschen hören, zu stolz und Platz sind. Uns Kölsch Kultur, doch alles Leben gut. Wir sind, wie wir sind, bei uns ist alles drin, doch wir sind Kölsch Kultur. Ist Leben gut, komm zu unseren Größen, wir werden lesen. Wir sind alle Kultur, nichts zu trinken, denen wir uns selbst gefühlen. Aber nichts überall, nee, um keinen Fall. Denkt uns so toll, wir sind so schön, aber nur wir stehen uns hin. Und kommt zurück, da kann wo wir echten Freunde sind. Und wir sind Kölsch Kultur, doch alles Leben gut. Wir sind, wie wir sind, bei uns ist alles drin, doch wir sind Kölsch Kultur. Ist Leben gut, du kommst zu unseren Größen, wir werden lesen, wir werden lesen, denn wir sind alle Kultur. So. Ich habe jetzt jedem Haus noch sagen lassen, Blackfirst hat er noch nicht heute hier gespielt und gesungen. Es war nämlich lieber ein Wunsch, auf dieses eine Lied mitzulegen. Mal sehen, ob ihr es kennt und ich lade euch alle gerne.
Jahrelang steht fröhlich das Grün. Wir so gerne sehen blinken doch wird zu mich solange wir sind. Je fester ist die Stirn groß, aber keiner sühnt alle Mann. Doch dort gibt's einer mit der Liebe und spricht einfach an. Denk doch eine Welt, ehrlich so an. Du schließt die ganze Zimmer. Es so Geld, da ist sie wahr. Denk doch mit und hör die Schiffen. So mancher sitzt ganz dahin zu uns. Kann passieren. Wir so jetzt wieder nachgewinnen. Jetzt heil ich doch warte, da einer zu ihm sagt. Die ganze Zimmer, zick, zick, es so Geld, alles ganz egal, bringt doch mit und körperlich Schicken, bringt doch eben mit, stell dich hin so an, du schlägst die ganze Zimmer. So Geld, da ist jetzt egal, nimm doch mit und hör nicht mit. Jetzt kommt der La groß vor. Super, vielen Dank.